zeige dir heute, wie man so kleine Gespenstchen selber basteln kann. Wir starten mit einem weißen A4-Papier und brauchen hier zuerst einmal ein Quadrat. Für das lege ich meine kurze Seite vom Blatt an die lange Seite über, falte die fest und schneide hier entlang von dieser Kante ab. Und schon haben wir ein Quadrat. Dann lege ich mein Blatt so hin, dass die Linie von oben gegen unten geht und falte die eine Seite an die Mittellinie, gut anfalten, und die andere Seite auch an die Mittellinie, gut anfalten. Dann drüllen wir das Ganze mal auf die andere Seite um und klappen diese Seite wieder gegen außen. Das machen wir auf beiden Seiten. Den Spitz unten klappen wir gegen oben. Und dann die zwei Ecken hier, die klappen wir in die Mitte. Immer gut andrücken. Wenn wir das jetzt umdrüllen, dann haben wir schon langsam unsere Gespenstchenform. Da sind jetzt nämlich die Ärmel und die falten wir ein bisschen in die Mitte. Und zwar auf beiden Seiten. Ich drülle mein Gespenstchen nochmal auf den Bauch um. Den Spitz legen wir so auf die Seite raus. Gut andrücken. Und den kleinen Teil falten wir noch ein bisschen gegen unten. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder umdrüllen, haben wir unser Gespenstchen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Gesicht. Ich nehme hier einfach einen schwarzen Filzstift und mache mal 2 runde Augen. Und ein erschrockenes Gesicht. Dass es noch ein bisschen herziger aussieht, mache ich noch pinkige Bäckchen. Weil das Gespenst hat einen anstrengenden Erschrecktag gehabt. Was wir natürlich auch noch machen können, sind so kleine Wimperli. Aber da dürfen wir einfach ganz selber entscheiden, was jetzt das Gespenstchen noch braucht. Mein Gespenst sagt ganz laut «Buh». Und fertig ist mein Gespenst.